Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das ist ein Text aus der Bibel, Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Verse 25 bis 33. Und viele von uns haben ihn sicher schon gehört. Apropos Ferien. Meine Ferien liegen schon ein paar Wochen zurück. Aber ich habe gedacht, passend zu unserem Jahresthema Abenteuer des Glaubens, würde ich euch auf mein Sommerabenteuer mitnehmen. Und zwar haben wir als Familie ein bisschen verlängerte Finnlandferien verbringen in meiner zweiten Heimat. Und ich hatte ein Ziel gehabt, nämlich auf ein Abenteuer zu gehen und so eingebettet in die Familienferien einen Teil vom St. Olaf Pilgerweg zu absolvieren. So ein paar Tage für mich allein. Der führt durchs finnische Archipel. Das ist eine wunderschöne Landschaft von Schäreninseln, so im Südwesten von Finnland, um euch ein bisschen lustig zu machen. Und wie das dann so ist, oder? Wenn man dann so anfängt zu planen und zu machen, dann kommt etwas auf in einem, bei so Abenteuer. Das ist die Vorfreude. Gerade wenn es Richtung Sommer geht oder allgemein Richtung Ferien. Und ich habe gedacht, gerade die jetzt zurück sind, frisch aus der Ferien, ich stimme euch ein, ihr könnt euch schon aufs nächste vorfreuen. Und man sagt ja auch, die Vorfreude, sprichwörtlich, ist die schönste Freude. Und ich habe mir noch rasch nachgeschaut, wie die so funktioniert. Und zwar ist das ein Glückshormon, das in uns ausgeschüttet wird, wenn wir uns mit dem beschäftigen. Dopamin. Und das führt zu einem Wohlbefinden und motiviert einen. Und ich habe das erlebt und natürlich darum auch, wie das so notwendig ist bei einem Abenteuer, anfangen zu planen auf das. Unvorbereitet kann nämlich ein Abenteuer schnell einmal ein Desaster werden. Darum eine gute Planung gehört zu der Vorfreude und solltest parallel dazu einplanen. Und so habe ich eben über diese Karten gebrütet, schon in Wochen im Voraus. Teilweise habe ich die Hilfe von meiner Frau gebraucht, weil du hast keine wirkliche Angabe auf Englisch gefunden. Ich kann mich nicht immer so klar orientieren. Ich habe Fährverbindungen raussuchen, dass ich von einer Insel auf die nächste komme, Busfahrpläne studieren, Übernachtungsmöglichkeiten raussuchen und habe mich dann eben so richtig damit auseinandergesetzt, dass dann das auch alles gut kommt. Das ist übrigens eine Eigenheit von uns Menschen, dass wir das können. Wir sind wunderbar geschaffen, dass wir vorausplanen können. Vorhersehen, zukünftige Ereignisse ins Auge fassen und uns Gedanken darüber machen. Und bei der Vorfreude ist das eben der Fall. Das ist so ein schöner Beigeschmack davon. Aber auch bei der Planung, wie gesagt. Wir erkennen dann nämlich auch mögliche Herausforderungen und können Problemstellungen so ein bisschen einschätzen und dagegen einwirken. Jetzt gibt es dann da so aber auch feine Linien und dann kann es so ein bisschen kippen. Und ich möchte euch da eben ganz persönlich teilhaben, wie das dann bei mir war. Also wir waren also in der Familienferien, in diesem wunderbaren Finnland. Und so das Abenteuer ist näher gekommen. Und alles hat eigentlich dabei angefangen, dass ich dann irgendwann angefangen habe, den Wetterbericht ins Auge zu nehmen. Und dann schaust du so vor und du merkst, ja, jetzt hat es schon noch Sühneli, aber das kann dann auch so 24 Stunden vorher nochmal wechseln. Und man fängt dann so an, mit dem Wetterbericht an zu leben. Und es kommen so Gedanken auf, hey, was? Wenn die Werbefilme wunderschön waren, aber dann, wenn ich dort bin, schiffen sie nur. Und dann ist es weitergegangen und ich habe plötzlich gemerkt, hey, für eine Übernachtung fehlt mir die Buchungsbestätigung, so mitten drin.
Ich habe gedacht, Moment mal, habe ich wirklich gebucht oder nicht? Es wäre ein rechtes Problem, wenn ich dort keine Übernachtung hätte, weil in der Zwischenzeit sind die Sachen wahrscheinlich ausgebucht. Und es ist so ein Stress aufgekommen und ich habe den Anfang auch mit meiner Frau teilen. Wir haben ein paar Notfalltelefone gemacht. Die Hotelbuchung war da, aber plötzlich habe ich gemerkt, hey, ganz ehrlich, ich weiss gar nicht, ob ich Lust habe auf das. Weil eigentlich habe ich Ferien und es wird jetzt doch noch ein rechter Stress. Packlisten schreiben, einkaufen. Ja, stimmt, Einkaufsmöglichkeiten habe ich nicht überall. Ich muss eigentlich recht planen für die paar Tage. Und irgendwie ist das Ganze so ein bisschen schwer geworden. Fragen, wie klappt alles? Habe ich an alles gedacht? Was, wenn etwas schief läuft? Der Aufwand ist so gross, will ich es mir wirklich antun. Und dann, ganz ehrlich auch noch, hey, ist es eigentlich in Ordnung, dass ich meine Family da 5 Tage einfach zurücklasse und es mir so selber gönne? Solche Gedanken, sagen wir, Sorgen. Es sind vielleicht manchmal noch ein bisschen Sorgen. Es gibt kleine Sachen. Und ich will dich rasch einladen, überleg rasch zurück, hey, wann hast du das letzte Mal gesorgt um etwas? Bei mir ist es gar noch nicht so lange her. Gestern habe ich gemerkt, hey, mein Coiffeur ist jetzt leider dummerweise auch gerade in der Ferien und ich kann eigentlich meine Haare nicht mehr schneiden, bevor ich da jetzt irgendwie wieder vor die Leute anstehen muss. Ja, hey, ja, es sind manchmal die Sorgen, gell? Mega Bagatellen eigentlich, aber gleich. Sie machen etwas mit uns und dann gibt es natürlich auch grössere Sachen. Das sind eigentlich vielleicht am Anfang noch ein bisschen Sorgen gewesen. Ich meine, ein Luxusproblem, es geht um Ferien und gleich, es kommt so auf und es macht etwas mit einem. Die Fähigkeit von uns Menschen, können vorauszuschauen, hat etwas mega Gutes. Gesunde Vorhersehung. Sich auf etwas einstellen. Aber es kann sich eben auch zu etwas entwickeln, das schwer wird. Sorgen, wir sagen es so schön, tauchen auf. Ist ja nicht so, dass irgendjemand von uns die sucht. Es sind verkettete Gedanken, die sich in eine Richtung entwickeln, wo Möglichkeiten, auch mit der Fantasie gemischt, sich anfangen so vor unserem Auge zur Realität werden. Und sie beunruhigen uns. Sie können bedrohlich werden und verängstigen. Eigentlich möchten sie etwas anderes sorgen. Die Psychologie sagt, der Mensch versucht mit dem Sorgen, sich so gut wie möglich vor einem bevorstehenden, befürchteten abzuschirmen. Das ist doch das. Du willst eigentlich in deinem Kopf schon das lösen, was vielleicht als Problem aufkommt. Und es macht etwas mit dir. Jetzt auch da, es gibt natürlich eine gute Art von Sorgen. Das sagen auch die Fachleute. Es gibt echte Problemsorgen. Ich meine, die sind da. Sie helfen, eben Herausforderungen zu erkennen und sich darauf vorzubereiten. Und dann gibt es aber auch hypothetische Sorgen. Das kann auch krankhaft werden, dass man anfängt, sich nur noch über alles Sorgen zu machen. Die führen dann weiter in Möglichkeiten, die ehrlich gesagt einfach nicht mehr in deiner und meiner Macht stehen, um es irgendwie beeinflussen. Aber sie können einem so richtig im Bann ziehen. Der Übergang zwischen diesen 2 Arten ist manchmal auch fließend. Kann man nicht trennscharf unterscheiden. Wie auch immer. Zurück zu meiner Geschichte. Was ich dann eigentlich meistens mache, was ich in solchen Situationen immer tue, Philip Maloney für die von euch, die das vielleicht auch kennen, ich versuche, meine Sorgen irgendwie mit jemandem zu teilen. Manchmal, das klingt so mega weise, aber manchmal ist es auch einfach Eigensucht, weil mein Gefühl ist, wenn ich sie von mir wegstreue, dann nachher trägt sie jemand mit mir, so teile ich sie mit meiner Frau, oder? Und sie hat mir tatsächlich helfen, nach so ein bisschen Ringen mit diesen Sorgen. Dann hat sie gesagt, ey, ich mache dir jetzt Mut, jetzt machst du das, jetzt ziehst du das durch, jetzt ist okay, go for it. Und so habe ich es gemacht und habe mich dann ein paar Tage später auf die 4-stündige Reise gemacht mit dem ÖV in das Wandergebiet. Und hey, alles war natürlich in Butter, gell? Natürlich nicht. Nach der ersten Nacht, dann die Übernachtung ist dann losgegangen, habe mich auf den ersten Tagestrip begeben. Bei leichtem Nieselregen, ich habe ein Foto dabei, auf dem Selfie musst du trotzdem immer lachen. Es war auch nicht mega schlimm gewesen, aber tatsächlich eben schon das erste Mal Nieselregen, allerdings mit recht guten Voraussichten für die nächsten Tage. Aber gleich so, bin dann losgelaufen und ehrlich gesagt, ja, die Gedanken in meinem Kopf sind natürlich nicht einfach weg gewesen. Es geht dann wie weiter, oder? Plötzlich hast du auch viel Zeit, bist allein unterwegs. Und etwas habe ich gemerkt, ich habe mir es einfacher vorgestellt in der Vorfreude, den Alltag, auch den Ferienalltag, einfach hinter mir zu lassen. Es ist mir noch recht schwer gefallen, mich von meinen Verpflichtungen zu lösen. Dann hatte ich so ein bisschen Druck gehabt, weil an dem ersten Tag musste ich eine Fähre erreichen. Die fährt 2-mal im Tag. Wenn sie dann nicht erreichst, wartest du 6 Stunden. Sprich, den Rest der Wanderung kannst du in dem Moment abblasen. Hey ja, und dann denkst du an dem drüber nach. Und dann war es natürlich so gewesen, dass ich schon nach einer Stunde bemerkt habe, dass ich zwar trotz Vorhersehung und Training im Eschenbergwald mit dem Huckepack, mit meinem Kleinen hinten drauf,
doch ein bisschen unterschätzt habe, wenn ich 20 Kilo mit mir trage, was das mit den Wanderschuhen so ausmacht, so Druckstellen haben angefangen an den Füßen. Dann dachte ich, okay, noch 4 Tage. Dann überlegst du mal, ja, Wechsel auf Joggingschuhe kann ich glaube jetzt, die habe ich zum Glück dabei gehabt und das hat dann geholfen, aber du bist so beschäftigt mit dem Zeug. Und das sind ja alles gar keine grossen Themen, sind wir ehrlich. Ich habe aber in diesem Rucksack nicht nur Material gehabt, sondern ich habe ehrlich gesagt auch ein paar Fragen mit mir mitgenommen auf die Reise. So ein bisschen grössere Themen. Aber ich habe gemerkt, an die komme ich gar noch nicht an. Da ist so viel in meinem Kopf, was bei mir abgeht, um über das nachzudenken. Und als ich mich dann auch mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe, bin ich auf ein schönes Bild gestoßen und ich finde, das hat so gepasst zu mir. Und vielleicht kennst du das auch. Ich habe gelesen, dass Sorgen können sein wie so Steine, die in deinen Gedanken in den See gerührt werden. Und am Anfang ist es noch schön, da kommt so einer, patsch, und dann gibt es die schönen Ringe, die konzentrischen Kreise, sagt man, glaube ich. Das werden wieder auch Physik und so. Aber wenn dann immer mehr von denen kommen, dann beunruhigt es das Wasser richtig. Und ja, es fängt an, richtig wild werden und stürmen. Und so ist es mir manchmal vorgekommen. Die Gedanken sind aufgepoppt und dort und da. Und kaum ist einer ein bisschen beruhigt, ist schon der Nächste wieder gekommen und da. So bin ich gelaufen. Es hat viele schöne Momente dazwischen gegeben. Es war so Hin und Her gewesen. Und nach 3 Tagen habe ich das wunderschöne Inseldörfli Nagu erreicht. Das ist entstanden rund um eine mittelalterliche Steinkille. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dann habe ich dort auch einen kurzen Moment zu nehmen, zum Innehalten. Ich bin zu dieser Kille. Und es war eigentlich der, wo ich gemerkt habe, dass ich bis jetzt, nach 3 Tagen, gar noch nicht richtig dort angekommen bin, wo ich mir das auch gewünscht habe, wo meine Vorfreude mich eingeführt hat. Sondern es war so viel Lärm. Ich habe gemerkt, die Sorgen beschäftigen mich. Sie bestürmen mich. Sie lassen mir irgendwie keinen Raum, um an das heranzugehen, was ich eigentlich will oder was ich das Gefühl habe, wäre dran. Und dann ist etwas passiert, für mich irgendein Wunder. Gleichzeitig hat es sicher auch damit zu tun, dass ich schon lange Freude habe an der Bibel, mich damit auseinandersetzen, das beruflich machen darf und sie auch viel lesen. Und das passiert nämlich so, es kommen mir Verse in den Sinn. Und jetzt, hey, ich bin zwar Pastor, aber ich habe die Verse nie auswendig. Mit den Zahlen finde ich es schwierig. Es ist nicht so, Johannes 3,16, Es ist mehr, dass ich irgendwie mich erinnere an einen Text, den ich mal gehört habe und dachte, ja genau, das ist ein biblischer Text. Und es ist mir dann, als ich gemerkt habe, dass die Sorgen so da sind, so ein Satz in den Sinn gekommen, werft eure Sorgen weg. Und dann mache ich es so, Technik sei Dank. Finnland hast du meistens ein Handyempfang, das Land von Nokia und so, oder, also vergangene Zeiten. Und dann schaue ich im Bibel-App nach und suche stichwortartig und habe das eingegeben und bin auf den Text gekommen, wo mir im Kopf war, 1. Petrusbrief 5, Vers 7. Alles, was euch Sorge bereitet, werft auf ihn. Denn er trägt Sorge für euch. So easy, gell? Und dann ist mir parallel dazu ein zweiter Text in den Sinn gekommen, wo ich mich vor vielen Jahren mal für eine Arbeit beschäftigt habe, wo sehr ähnlich anklingt, ist aber von Paulus. Sorgt euch um nichts, sagt der Philipperbrief, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. So, Steinkille, harte Bank, die Verse, was mache ich mit dem? Ich sage euch ehrlich, mich nerven so Verse. Ich finde sie mühsam. Sie sind auch extrem billig. Vielleicht geht es dir gleich wie mir. Wenn ich eine Sorge habe, und eben das ist auch dann, wenn ich sie versuche, jemandem anzuvertrauen, das Letzte, was ich brauche, ist, dass mir die Person sagt, mach dir keine Sorgen. Es kommt schon gut. Das nervt. Es nervt wirklich. Ich fühle mich nicht ernst genommen. Es ist so eine Herablassung über meine Not. Es ist so ein bisschen, hey, come on. Tu nicht so. Sorgt euch um nichts. Alles, was euch Sorge bereitet, werft weg. Es ist eine herablassende Gleichgültigkeit. Und für mich löst es meistens das Gegenteil aus. Meine Ohnmacht wird grösser, weil ich mich nicht ernst genommen fühle. Und so ist es mir ehrlich gesagt im ersten Moment auch gegangen mit diesen Versen. Manchmal, also, ist es nicht, dass es mich provoziert und ich gerade wütig werde, aber ich schmunzle ein bisschen und denke so, ja, was meinst du genau mit dem? Und jetzt tönt schön, tönt wirklich gut. Aber wie macht man das? So einfach finde ich das nicht. So ein billiger Trick, ja, gell, einfach das Zeug weg und anders fokussieren, kommt schon gut und so. Das geht bei mir einfach nicht. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe ja jetzt Zeit. Komm, ich lasse mich darauf ein. Und da haben wir dann die Zeit genommen, um ein bisschen nachzuforschen. Erstens hat mich Wunder genommen, hey, redet das eigentlich vom gleichen Thema, die 2 Verse? Tatsächlich, da steckt das gleiche Wort dahinter. Also es geht um die Sorgen und beide betonen das gleiche, sorgt euch nicht. Und ich bin so ein bisschen auf den Tauchgang gegangen. Und im Neuen Testament finden wir doch einiges zum Thema Sorgen. Und zumeist ist es tatsächlich das, dass es heisst, sorg dich nicht. Das ist klar Betonung. Sorg dich nicht. Es gibt aber auch
Genau das gleiche Wort im positiven Kontext. Gute Sorge. Da geht es dann um Themen wie sorg dich für die Nächsten. Für die Geschwister in der Gemeinde. Sorg dich für die Sache von Gott. Also es gibt wie beides, oder? Und das gefällt mir dann schon mal, weil es ist eben nicht immer so einfach und nicht immer so simpel, sondern manchmal ist es ein bisschen differenzierter. Es gibt Sachen, wo du nicht sorgen sollst und Sachen, wo durchaus auch gesagt wird, hey, sollst du dich sorgen. Jetzt Petrus und Paulus sind klar und sie beziehen sich wohl auf eine grössere Lehre von Jesus. Und die wird uns wiedergeben, wie viele von diesen Kernthemen, wo Jesus darüber geredet hat, in der Bergpredigt. Und wir haben eingangs von dieser Predigt die Textstelle gehört, wo Jesus seine Nachfolgerinnen, Jünger, grössere Schar war es, die mutmachenden Verse zuruft. Und sie ist ehrlich gesagt eine der mutmachendsten Passagen, zumindest in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, sorgt euch nicht und nehmt euch ein Beispiel an den Vögeln und an den Blumen. Und so habe ich gedacht, vielleicht muss man über das noch ein bisschen mehr nachdenken, weil dort steckt ja das drin, dass dann der Paulus und der Petrus so einfach dahin können reden, hey, sorgt euch nicht und so. Und ich habe gefunden, ich lasse mich ein bisschen auf diesen Text ein. Und dann fängt es ja gerade wieder an, gell? Vögel und Blumen. Jetzt, ein bisschen naiv ist es ja schon. Ich war ja in der Natur unterwegs gewesen. Und da heisst dann so, die Vögel müssen sich um nichts kümmern, und es geht noch gut und so. Aber jetzt bin ich einfach dummerweise an so gerissenen Vögeln vorbeigelaufen, die irgendwie von einem Raubtier aufgefressen worden sind. Ich meine, Jesus, meinst du es ernst? Es ist schon dann ein bisschen lustig, oder? Und dann denkst du, ja, genau. Und dann hat es so einen Pfad gehabt, wo das Gras schon recht hoch gewachsen ist, aber mein Wanderweg ist dort durch. Was mache ich? Ich schalpe durch. Ciao Blümli, gell? Zumindest dort, wo ich angestanden bin. Hat aber niemand geschaut. Hey, ja. Also, Jesus war ja auch ein Redekünstler gewesen, wie ich jetzt auch. Ich arbeite mit dem, oder? Auch mit euren Emotionen. Er wollte Punkte machen. Und ich bin sicher, er ist sich dem schon bewusst gewesen, dass die Natur und die Tierwelt durchaus rabiat kann sein. Und gleich hat es natürlich etwas. Und er wollte einen Punkt machen. Wenn wir uns die Vögel überlegen, ja, hey, die sorgen sich im Fall schon. Weil wenn du siehst, wie emsige ältere Vögel Essen für ihre Jungen sammeln, ich meine, die sorgen sich. Die kümmern sich, die gehen und füttern und so. Aber es hat auch etwas anderes drin. Es ist tatsächlich so, dass die Vögel, die denken nicht an morgen. Morgen, Einkaufsliste, 5 Würmer, dort noch. Nein, die machen es einfach Tag für Tag. Und das hilft ihnen irgendwie, zum können, ja, eben sich nicht sorgen in dem Moment oder um das, was jetzt vor den Füßen liegt. Ich glaube, auf das wird Jesus raus mit dem Text. Nehmen wir ein Beispiel an dem. Das ist nicht eine Vorsorge. Und bei den Blumen ist es ja dann noch extremer, weil die können ja nicht mal vom Ort weg, also die können nichts holen. Die sind einfach auf die Versorgung angewiesen. Auf den Regen, auf die Sonne, auf die nötige Mischung. Auf die Bienen, die kommen und so tun und machen. Und da kommt so dann der Punkt raus. Und der passt dann zu dem, was Jesus in dem Text weiter sagt. Kein einziger von euch kann durch sein ständiges Sorgen und sein Grübeln auch nur eine einzige Sekunde zu seiner Lebenszeit hinzufügen. Da steckt es wohl drin, was er will sagen. Hey, es gibt irgendwo ein Maß und pass auf, dass du dort triffst und überleg dir, wo die Grenze ist, wo dein Bereich ist vom Sorgen und gewinn die richtige Perspektive über diese Sorgen. Und es gibt Sachen, die du nicht kannst. Du kannst nicht dein Leben verlängern. Es gibt Sachen, die sind nicht in deinem Einflussbereich. Das ist mir irgendwie nah, das habe ich gut gefunden, hat mich bewegt. Und dann kommt es eben gerade zum Zweiten, so die Perspektive zu gewinnen. Und ich habe mir überlegt, ja, was würde das für mich heißen, mich irgendwie auszurichten an dem, was ich beeinflussen kann. Von diesen vielen Sachen, die da manchmal kommen. Zu überlegen, hey, was hat Gott mir für Möglichkeiten gegeben? Und dort ist dann so eine nächste Passage mir ins Auge gestochen, Matthäus 6,33. Macht es euch zum obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Also es scheint, dass wir da etwas mit beeinflussen können. Setzt euch ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann. Dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Ja, da ist ein Ansatz. Dann wird Gott euch alles andere schenken. Mir ist nachgegangen, Gott hat in dem Fall uns über Sachen auch eingesetzt. Er hat uns Einflussbereich gegeben, Beziehungen, Aufgaben, Besitz. Hey, um das sollen wir uns kümmern. Auch Sorgen. In Gottes Sinn. Nach bestem Wissen und Gewissen. Dort drin irgendwo scheint es ein guter Boden zu sein.
Und dann habe ich schön gefunden, dass am Schluss von dem Text, ganz am Schluss, kommt dann doch noch, Jesus, du hast doch, vielleicht hast du ein bisschen übertrieben am Anfang, weil du siehst es schon. Da heißt es nämlich dann, denn jeder neue Tag bringt sowieso schon ausreichend Schwierigkeiten oder eben Sorgen mit sich. Also, Jesus ist nicht so durch die Welt. Er ist sich schon bewusst gewesen, dass gerade auch die Menschen dort, in der damaligen Zeit, durchaus Herausforderungen hatten. Und es ist schön, dass er es doch noch sagt, oder? Also mir tut es gut. Sagen, ich verstehe es. Es ist schwierig. Aber davor, und ich habe die Übersetzung so wunderbar gefunden, das Buch, Schere Neuere. Also zersorgt euch nicht mit Gedanken über die Zukunft. Eine Wortkreation habe ich so noch nie wahrgenommen. Zersorgen, sich zersorgen. Irgendwo ist das so eben überspannt, oder? Da kommt etwas rein, das nicht mehr gut ist, wo zerstörerisch anfängt zu werden, für mich, für mein Umfeld. Wie mache ich das? Mich zersorgen. Ich sitze immer noch auf dem harten Bank in der Steinkille. Aber ein paar Ansätze hat es mich gedunkt, hat die Zeit in mir bewegt und ich habe es versucht festzuhalten in meinem Notizbuch. Bis am Niederschreiben. Zersorg dich nicht, weil Gott für dich sorgt. Zersorg dich nicht, weil er für dich sorgt, weil er der Versorger ist. Und irgendwo ist mir das eins tiefer gerutscht. Und das ist mir noch wichtig. Die ganze Bergpredigt und auch diese Passage kann zu einer Last werden. Es kann eben so ein Ratschlag sein, der in eine fromme Leistung geht. Hey, sorg dich jetzt nicht. Und ehrlich gesagt ist es eine Last, die ich ja nicht mag, weil ich habe ja schon genug zu tragen mit den Sorgen. Ich glaube, es geht aber da nicht um das. Weil zersorg dich nicht, weil Gott für dich sorgt, heisst, wir können uns nicht sorgen als eine Möglichkeit. Und weißt du, wieso hast du die Möglichkeit? Weil Gott versorgt und weil er schon vorgesorgt hat. Oder das ist alles in dem Glauben, ist immer, dass Gott schon gegeben hat. Du kannst nichts durch dich, das ist alles empfangen aus Gnade. Das ist das grosse Thema. Das ist der Anfang. Und dort ist dann der Wechsel von der Perspektive. Also zersorg dich nicht als eine Möglichkeit. Du musst nicht, du kannst schon dich sorgen. Und du kannst dich nicht retten, durch das du dich nicht sorgst. Aber es ist eine Möglichkeit, weil Gott schon vorgesorgt hat. Und nicht immer ganz nach meinem Sinn, sondern nach seiner Gerechtigkeit. Er hat einen anderen Blick, teilweise, das stresst dann auch, oder? Dort hilft es vielleicht auch, versuchen, das zu integrieren und wahrzunehmen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie machst du das konkret? Und ich glaube, da gibt es wirklich sehr, sehr gute Ansätze. Auch gerade von diesen Berichten aus der Bibel. Und das erste ist der, wenn Gott versorgt, heisst das auch, wir können ihm unsere Sorgen anvertrauen. Das ist ein extrem hilfreicher Schritt. Und der Paulus redet eben genau über das. Nein, falsch. Im Petrusbrief ist das, was heißt, werft sie auf ihn. Hey, das heisst, du darfst die Sorgen ausdrücken. Du musst sie nicht ignorieren. Du musst sie nicht aus deinem Kopf wegbringen, sondern nimm sie. Heb sie hin. Druck sie Gott aus. Als einen Ansatz, um die Versorgung zu erleben. Der Anselm Grün, in einem Buch, das ich gelesen habe über Gedanken, sagt, wir können die negativen Gedanken in uns nicht einfach vertreiben. Das ist eine schlechte Nachricht. Er sagt aber, das ist auch nicht nötig. Wir sollen aktiv auf sie reagieren. Wir sollen sie nicht unterdrücken, sondern mit ihnen umgehen. Und ich will sagen, eine von der Arten zum Umgehen ist, bring sie Gott. Bring die schweren Gedanken Gott hin. Das heisst nicht, sie klein zu reden, zu lügen, sondern sie abzugeben. Und der Paulus sagt dann in dem Philipper-Text, sorgt euch nicht, sondern bringt alles mit Bitten und Flehen. Kommt mit Bitten und Flehen vor Gott. Du gehst dort hin, wo du Versorgung erwartest, wenn du bittest. Du gehst dort hin, wo du Hoffnung findest. Das ist bei Gott. Das soll ein Ansatz, die Versorgung zu erleben, als erstes Mal das können abzugeben. Und dann haben wir aufgeschrieben, zersorg dich nicht, weil das Gute dein Leben verändern kann. Und das ist mir aus dem Philipper-Text nochmal rausgekommen. Eben dort heisst es dann, sorgt euch um nichts, sondern bringt alles mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit zu Gott. Und das ist auch wieder so schwierig, weil dann sorgst du dich und dann sollst du dankbar sein. Was ist das? Das Gute hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und Dankbarkeit ist nichts anderes, als dass du dich erinnerst an das Gute, was Gott dir schon tun hat und was er dir noch tun kann. Was er vielleicht jetzt gerade tut. Und manchmal können die Sorgenberge einfach riesig werden und der Fokus shiftet. Das heisst, die Ausrichtung im Dank aufs Gute, auch wenn es so ein bisschen schülerlimässig scheint, das bewegt etwas in uns. Das kann Hoffnung schaffen, das kann Ausrichtung geben.
Auch da, die Wissenschaft bestätigt das. Und das finde ich immer spannend. Es ist so der Bereich von der Neuropsychologie, wo genau um die Sachen forscht, was geht da ab in unserem Hirn. Und ich bin kein Psychologe, ich habe mich aber in den letzten paar Jahren ein bisschen intensiver mit dem auseinandergesetzt. Und was passiert ist, dass unser Hirn ist voll von neuronalen Netzwerken. Und die entwickeln sich, vor allem als Kind, dann immer weiter. Und dort drinnen gehen so dann Systeme ab. Oder man redet auch so von Strassen, Autobahnen, Pfad. Und was du mehr bedienst in deinem Kopf, das wird zu einer breiteren Straße, eben wie mit so einem Pfad, der sich austrampelt. Und was weniger, das kann auch verkümmern. Und gerade auch bei diesem Thema ist die Frage, wie gehst du mit diesen Gedanken um? Also Sorgenautobahnen können dein Leben anfangen zu prägen. Negativität fördern, Perspektiven hemmen. Während gute Erinnerungen, positive Erfahrungen Gutes bewirken können, weil sie Hoffnung schaffen, weil sie merken, da gibt es Möglichkeiten. Man hat lange gedacht, das sei nur bei Kindern und Jugendlichen so, dass sich da viel entwickelt. In der Zwischenzeit weiss man, dass auch bei Erwachsenen das weitergeht. Da reden wir von Mentaltraining und so weiter. Und ich will es nicht bagatellisieren. Das ist das Wunder von Gott, das er geschaffen hat in uns. Dass wir verwandelt werden. In seinem Sinn. Das heisst, lass dich in deinem ganzen Sein verändern. Das beinhaltet auch unser Denken. Weil Gott ist es nicht unmöglich. Und ich glaube, so Ansätze können dort drin helfen und unsere Hilfe sein drin und unseren Weg zu beschreiten, die Autobahn anfangen zu beschreiten vom guten Denken, vom Dankbarsein. Und jetzt ist spannend, nicht nur deine Leistung, dein gute Denken macht etwas mit dir, sondern du wirst in deinem Hirn auch verändert, wenn du Gutes erfährst. Auch da sagt genau die gleiche Wissenschaft, dass wir Menschen, wie andere Menschen auf uns reagieren, das prägt uns. Das schafft Hoffnung. Oder eben auch das Gegenteil. Das kann uns auch hemmen. Gutes musst du nicht nur erinnern, sondern du kannst es auch erfahren. Und ich glaube, da kommen wir als christliche Gemeinschaft füreinander ins Spiel. Und vielleicht sitzt du da drin und sagst, ich bin absolut sorgenfrei. Hey, das ist wunderschön. Ich meine es ernst, das ist wunderschön. Das ist ein riesen Privileg. Vielleicht ist dann eine Einladung an dich, dass du an die Seite von Leuten kommst und mit ihnen, sie ihren Sorgen begleitest, an ihnen Anteil nimmst. Wie du mit ihnen umgehst, kann sie prägen und verändern. Du kannst ihnen zur Seite stehen, vielleicht die Sorge mittragen, am besten nicht kleinreden. Vielleicht versorgen, sicher mitbeten und helfen, die Sorge an den richtigen Ort zu bringen. Ich glaube, da können wir uns ein riesen Segen sein. Gutes Denken und gutes Erfahren, anhand von dieser Ausrichtung fällt es leichter zum Loslassen, die Hände aufzutun, die Sorgen Gott hinzugeben und dann den Frieden Gottes zu erfahren. Und darum habe ich geschrieben, zersorg dich nicht und erfahre den Frieden von Gott. Der Paulus endet die Philipper-Passage mit der Folgerung von Bitte und Flehen und Dank. Dann wird euch der Friede, der von Gott kommt und alles übersteigt, was wir uns vorstellen können, da oben, eure Herzen da mit seinem Schutz umhüllen in dem Kraftbereich des Messias Jesus. Was für ein Zuspruch. Gott versorgt in erster Linie mit einem Frieden, der uns umhüllt. Mitten in diesen Umständen, die vielleicht gar nicht anders sind. Mitten in diesen Nöten, in den Herausforderungen, ohne sie zu bagatellisieren. Aber mit einem starken Schutz, der Standhaftigkeit gibt, der Ruhe gibt, der die Freude Raum findet. Das hat mich fasziniert. Und ich muss ehrlich sein, als ich mich nach etwa einer Stunde, 1,5 aus dieser Kirchenbank erhoben habe, habe ich mich leichter gefühlt. Irgendwie meinen Fokus verändert und ausgerichtet. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich angekommen auf dieser Reise. Ich habe mich gefreut auf den nächsten Tag. Immer noch Fragen, Herausforderungen im Gepäck, auch immer noch schwerer Rucksack. Muskelkater langsam und so. Aber wirklich gelassener. Der Friede von Gott hat Raum gefunden. Ich habe das Gefühl, Gott ist mir begegnet. Und irgendwo konnte ich an seinem Frieden Anteil haben. Ist mein Beispiel, ist meine persönliche Geschichte, ist aber dann auch eine Auseinandersetzung mit ein paar
biblischen Text zum Thema Sorge. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist ein guter Moment, um mit den Kindern über das zu reden, um euch Anteil zu geben an dem. Vielleicht als einfach so ein Gedanke in die noch bevorstehenden Ferien. Vielleicht aber auch dort, wo du zurückkommst in deinen Alltag. Weil ich merke, es ist ein Thema, das mitten unter uns ist. Das wir alle irgendwo kennen. Das Teil ist von dem Leben mit Gott. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du den Frieden von Gott kannst erfahren kannst, der alles Denken übersteigt. Und im Herz und den Gedanken, im ganzen Sein vom Menschen Schutz geben und Frieden. Und ich möchte für das beten. Und du kannst sicher in dem Moment auch, wenn du das schon wagst, auch deine Hände auftun für das und vielleicht auch deine Sorgen Gott hingeben. Ja, Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, von der ganzen Natur, offenbart in Jesus, dem Mensch gewordenen Gott. Danke, dass du uns so begegnet bist, so mitten im Alltag, im Leben, im Menschsein. Danke, dass du, Jesus, das nicht einfach dahin geredet hast, sondern schon gewusst hast, was das Leben auch heissen kann. Hey, wir möchten heute vor dich kommen und du siehst, was uns beschäftigt. Du siehst, ob das Sorgen sind, ob wir sorgenfrei sind oder ob es wirklich auch handfeste, grosse Themen sind, wo wir vielleicht heute Morgen im Bauch damit aufgewacht sind, die über die nächsten Wochen stehen, über einen neuen Arbeitsbeginn, ein neues Schuljahr oder was auch immer das kann sein. Es ist manchmal so schwierig, das loszulassen. Es ist so schwierig, dich drin zu finden. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das Wunder wirkst und uns Jesus offenbarst und der Frieden von Gott spürbar erlebbar wird. Hilf uns, verändere uns in unserem ganzen Sinn, im ganzen Sein, unser Denken, unsere Herzen, dass wir in dem Moment, wo der Sturm kommt, Ausrichtung finden können, dass wir es bei dir abgeben können. Vielleicht bei einer Brüder, Schwester aus der Kirche, aus der christlichen Gemeinschaft abgeben. Hilf uns auch, dass wir Gründe finden zum dankbar sein. Zeig uns das Gute, das wir schon haben in unserem Leben, damit unsere Gedanken verändert werden können. Und dann bitten wir dich für das übernatürliche Wunder von deinem Frieden, wo in unser Herz einkehren kann, mit dem, wo uns zu Friedensbringer macht, wo uns Frieden ausstrahlen lässt, wo gut tut, wo Freude Raum schafft. Ich bete, dass du das wirkst, mitten unter uns. Und ich danke dir dafür, dass du alles für das da hast. Amen.